Ho, 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 ihr liebe Leid. Doch noch mal eine Weihnachtsepisode. Ich habe mich in der letzten Episode leider vertan und habe gedacht, ich hätte schon alle durch. Habe aber gesehen, dass ich dann nur 4 gemacht habe für die Woche. Und die 5 mache ich jetzt noch. Von daher, sorry für die frühe Verabschiedung. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr trotzdem gestern noch einen schönen Heiligabend gehabt habt. Und dass ihr heute auch noch einen schönen ersten Weihnachtstag gehabt habt. Oder ihn immer noch habt, je nachdem man das angucken, weil ich lade es ja auch so früh wie möglich wieder für euch hoch. Ja, in der letzten Episode waren wir stehen geblieben, als wir eine Flammenwerfer gekriegt haben. Und ich muss gestehen, meine letzte Aufnahme ist leider versemmelt worden. Deswegen hatte ich jetzt nur 550 Flammenwerfer-Munition. Aber dafür habe ich bei der Packungen eine Elektroschockerladung gefunden. Das heißt, wir haben ein bisschen verändertes Gepäck. Aber das soll uns nicht weiter stören. Die zusätzliche Elektroschocker-Munition finde ich eigentlich sogar sehr gut. Dann mache ich den Part jetzt gerade noch einmal, den ich gerade eben gespielt habe. Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Ah, jetzt wissen wir auf jeden Fall wieder, jetzt weiß ich erstens mal wieder, dass der Typ Samuels heißt von The Torrents, der uns so begleitet, und zweitens, dass er ein Synthet ist. Das ist, nice to know, den ich sage. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich hoffe, das war die richtig Transit, jawohl. Jo, also wie gesagt, auch was die Sache aus der letzten Aufnahme angeht. Es wird mich interessieren, was ihr zu der Weihnachtswoche sagt, ob es euch Spaß gemacht hat, mir dort zuzugucken mit meinem neckischen Hiedel auf dem Kopf oder ob wir das total peinlich oder Panne fanden. Gebt doch einfach mal in die Kommentare Bescheid, ob wir noch andere Themenwoche wollten. Da kennt man vor Ostern zum Beispiel Andy mache. Und vor Silvester muss ich mal gucken, was ich schaffe. Komm, ich hoffe, da ist was drin. Ich will Zündler. Ich hab Bock zu Zündler. Gehen Sie zu Lawrence Systech Tour. Jawohl, das machen wir. Aber wie gesagt, geben dir doch einfach mal bitte Bescheid. Das würde mich wirklich mal interessieren, was noch dazu Sachen. Ob ich das weiterverfolgen soll oder ob das nicht so dolle war. Das mich mal wirklich interessieren. Ja, morgen ist dann der zweite Weihnachtstag. Dann habt ihr nur noch für die Weihnachtswoche die nächste Episode von The Walking Dead auf Pelzig, wo ich dann am zweiten Weihnachtstag nochmal abschließend hier kommentiere werde. Aber der Ho-Ho-Ho-Schriftzug, der war jetzt nur und extra für Heiligabend. Ich hoffe, es hat euch echt Spaß gemacht. Ich fand es so läppig und musste mich teilweise zusammenreißen, nicht zu lachen. Deswegen bin ich froh, dass wir auch so ruhige Passage gehabt haben, wo ich nicht ständig daran erinnert wäre, was ich da auf dem Dates habe. Obwohl ich halt die ganze Zeit, wenn ich auf den Bildschirm gucke, die Reflexion von dem Ding sehe hab. Da habe ich auch gedacht, ey, jetzt reiß dich zusammen, nicht lache, wenn du das siehst. Wo geht's dann hier raus? Ja, das war nicht so einfach für mich, muss ich gestehen. Haltestelle für Sixon Communication Technologies. Na, Allah. Ich bin im Systech-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Okay. Begeben Sie sich zum Server-Hub oder Hub. Yo. Spitzemäßig. Und da waren wir schon mal. Wenn ihr euch erinnern, relativ am Anfang vom Spiel. Ist aber noch gar nicht so lang her. Mir kommt zumindest nicht so lang vor. War man da auf jeden Fall schon mal in dem Gebiet. Und zwar sehen das hier dran wieder. Und da waren die Leute, die Plünderer. Und da haben wir auch den Wartungsheber, glaube ich, das erste Mal auch wirklich da. Ne, Quatsch, nicht den Wartungsheber. Aber das Alien war auf jeden Fall hier und hat sich hier die Leute geknuspert. Ah, doch. Ah, ne, der Fahrstuhl war das, glaube ich, doch. Na, egal. Auf jeden Fall waren wir schon mal hier. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Die Kreatur ist in der Nähe, hat sie nicht gesagt. Ja, ich erinnere mich noch aus der letzten Aufnahme dort, dass die Männle hier harmlos sind. Deswegen bin ich einfach mal so zu denen gegangen. Und da kann ich da auch durch? Nee. Schade eigentlich, da wäre ich gern durchgegangen.
deswegen in der letzten Aufnahme, wo die ich leider verhauen habe ich die Kerle gesehen und habe gedacht, die wären irgendwie Gefahr, habe mich da rumgeschlichen. Aber nee, die Ripley hat die ganz normal angesprochen. Und das wird uns noch auf der Karte hier als von Interesse angezeigt, obwohl wir das schon kennen, aber ich spiele es einfach nochmal ab, nicht, dass wir zum Schluss irgendein Tonbandgerät verpasst haben. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach jetzt Hause ist zu. gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Seegson ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Und der da ist nei. Der hat ein drittes Arch gestanzt kriegt, aber den kennen wir nicht. Also der war mir auf jeden Fall mal neu. Da müssen wir da entlang. Ja. Waits, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Ich erinnere mich, ja. Aber dort erinnern wir uns auch noch. Ich finde das so genial, wenn man den Gasriese und die Station hier sieht. Das sieht so toll aus. Also das ist etwas, was ich an dem Spiel sehr, sehr lieb. Dass man hier sich die Station so gut angucken kann. Und die ist gigantisch und super gemacht. Die Architektur haben sie klasse hingekriegt. Das muss ich nur lassen. Ja, ich erinnere mich an die Passage, die jetzt kommt. Und zwar, während du Androide kommen. Und zusätzlich macht uns das Alien noch das Leben schwer. Müssen wir, ja, da entlang. Und wenn ich da aufmache, kommt ein Android, glaube ich. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Uah, nett. Ein Blutfleck. Das war wieder die Tür, die ins Nichts führt. Hot Food. Was gibt's denn noch Geiles? Pizza, Mega Burger, Pommes, Schinke, Baguette, Chicken Nuggets, Hotdog, ein Pferdeburger, frittiertes Huhn und ein Veggie Wrap. Wow, das wäre jetzt so richtig geil, sich da mal hier was rein zu föhnen. Da waren wir doch beim Alien Erstkontakt. Genau, da ging es zu der, wo wir das erste Mal das Alien gesehen haben. Dann ist da noch ein Terminal. Das lesen wir jetzt natürlich auch noch durch. Beim letzten Mal hat das nicht funktioniert. Sinnlose Anfragen. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in der Seegson-Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird die sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzuflicken. Hardware-Probleme. Serviceanfrage. Ref-Nummer SR6684, Kategorie Hardware-Probleme. Titel: keine Nachrichtenempfang. Details: ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber dieses Mal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Datum 9.11.2137. Das haben wir ja in der letzten Episode, glaube ich, gelernt. Nutzer Martin Patterson, Notizen, Ingenieur am 25.11.2137, ausgesandt. Ausrüstung scheint funktionsfähig. Seegson Comms Bescheid geben. Prüfen, ob eventuell etwas durch Apollos Netz gegangen ist. Ziel aktualisiert, begegnen Sie sich zum Server-Hub. Alles klar. Freigegeben, ein Vorposten des Fortschritts, Fragezeichen, Nummer 4. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts, von Julia Jones. Eine ungewisse Zukunft. Seegson versucht seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgegeben. Ein weiteres Zeichen für die Ausgabenkürzungen im ganzen Sektor. An manchen Tagen hat man das Gefühl, als würde allein der Firmenstolz die Station im Orbit um KG 348 halten. Wenn man heute auf der Station lebt, wird einem schnell klar, dass Seegson mit den eigenen Investitionen und denen der Banken wie Geofund Investor wild spekuliert hat.
Für den undurchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung des Weltraums, die Anmaßung und Überexpansion mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen. Weyland-Yutani übersteht diese Umwälzung dank seiner enormen finanziellen und technologischen Stärke. Seine Gegner fallen dagegen zurück. Doch selbst die Firma hört Sturmglocken beim Anblick dieser verfallenen Orbitalaußenposten. Weyland-Yutanis anhaltende Investitionen in Terraforming-Technologien scheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug, während in weiter Ferne immer mehr Lichter ausgehen. Audiofehler und Zubehör die Türkontrolle. Aber ich steht Sache, ihr liebe Leute, um die kümmern wir uns im nächsten Part von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da beim letzten Mal, als ich das durchgespielt habe, sehr, sehr häufig probieren musste, weil es einfach nicht ging. Und ja, ich hoffe mal, dass ich vom letzten Mal gelernt habe und dass ich das in dem Moment, in der Aufnahme hier besser hinkriege. Bisher hat es sich immer bewährt, dass die Let's Plays Glück bringen bei solcher Aufnahme. Dann gucken wir mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken und ich hoffe, ihr habt euren Spaß bei der Weihnachtswoche von Alien Isolation auf Pelzig gehabt und wünsche euch noch einen wunderschönen ersten Weihnachtstag. Und natürlich morgen auch noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag an dem Montag. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Yankee.